Hallo zusammen und willkommen in der neuen Woche. Hallo. Es ist jetzt Sonntagmorgen und das Mal wird das WV on Tour ein bisschen anders. Heute wird nur das W on Tour sein. Genau. Oder die nächsten Tage. Genau, ich habe noch 14 Tage Ferien und du leider nicht. Ich nicht, nein. Das heisst, du bleibst daheim und tust ein bisschen arbeiten. So und ich nehme euch mit auf einen Trip durch die Schweiz. Ursprünglich wäre mal Plan gewesen durch Engadin, aber das gibt glaube nicht. Da ist schon recht kalt und schon zum Teil schon schneebedeckt und so, also machen wir das nicht. Also nehme ich euch jetzt mit ins Jura. Kanton Jura. Kanton Jura. Genau. Let's do it. Tschüss. 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 So, wir sind jetzt auf der Autobahn und zwar geht der erste Stopp Richtung St. Lausanne. Ich werde über Basel fahren. Und ja, das GPS sagt so ungefähr 2 Stunden, also fahren wir mal. Ja, ich sage euch jetzt noch schnell wieso, dass wir überhaupt auf St. Lausanne gehen. Und zwar ist das so ein recht schönes Altstädtchen. Und ich wollte das schon immer mal anschauen, bin schon x-mal daran vorbeigefahren, habe nie Zeit gehabt. Und ja, das versuche ich euch jetzt näher zu bringen. Es hat dort einen Parkplatz, einen gratis Parkplatz, den ich von Park 4 Night habe. Ich hoffe, der ist A nicht voll und B auch einigermaßen anmächtig. Mal schauen, was passiert. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon kurz vor Basel. Dann geht es dann links Richtung Delemont. Let's do it! Ich bin in St. Lausanne angekommen, auf dem Parkplatz. Ist ein bisschen kleiner, als das ausgesehen hat. Ich gehe jetzt noch mal rum, vielleicht zu Fuß. Vielleicht finde ich noch etwas Besseres, sonst bleiben wir mal da. Jetzt gibt es noch etwas Kleines zu essen und nachher machen wir uns auf Richtung St. Lausanne Altstadt.
Ja, ich hoffe, euch hat der Rundgang gefallen. Mir hat es mega Spass gemacht. Wirklich ein schönes Städtchen und sehr idyllisch. Leider ist gerade ein bisschen, die Hauptstraße ist so ein bisschen voll Baustellen gewesen und das wollte ich natürlich nicht zeigen. Nicht so attraktiv. Ich schaue jetzt hier noch ein bisschen am Sonnenuntergang zu. Gehe dann früh ins Bett, weil morgen wollte ich den Sonnenaufgang sehen. Also, bis morgen. Guten Morgen, willkommen im Montagmorgen. Ich habe eigentlich sehr gut geschlafen, habe allerdings mega Kopfweh heute Morgen. Und das könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich mir den Nebel hier nicht gewöhnt bin. Schauen wir mal da raus. Jawohl, es ist recht verhangen heute Morgen. Aber ja, nehmen wir es wie es ist. So, jetzt habe ich gedacht, ich zeige euch schnell, wo wir jetzt gestern durchgefahren sind. Also wir sind hier von Zürich, alles auf der Autobahn nach vorne bis Basel. Und dann hier hindurch Richtung Delémont, was übrigens eine sehr schöne Strecke ist. Und nachher hier vorne, so, und da Saint-Ursanne. Da sind wir jetzt. Und heute geht es jetzt von da wieder ein Stückchen drauf, dann da durch, so an Étais-la-Gruyère. Das ist ein mega schöner kleiner See und ja, dort würde ich dann auch gerne eigentlich übernachten und hoffentlich können wir dort ein bisschen Drohnen steigen lassen. Mal schauen, wie es aussieht. Bevor wir aber das machen, muss ich noch etwas machen, und zwar das Logbuch nachführen. Wichtig. Auf der anderen Seite vom Tunnel ist ja richtig schön. So, jetzt musste ich gerade schnell anhalten. Es ist so schön da draußen. Ich muss unbedingt ein Foto machen. Unbedingt. So geil, endlich mal wieder Drohnen fliegen. Es ist so schön da. Aber auch hure kalt, jetzt habe ich eiskalte Hände. Boah. Nach einer wunderschönen Fahrt sind wir jetzt hier an der heutigen Zieldestination angekommen. Jetzt geht es um den See, zu Fuß natürlich. Und ich werde jetzt aber vorher noch zuerst schnell einen Kaffee machen. Kaffee muss sein, jawohl, schon ist es soweit.
Sehr schön. Kann man also nur empfehlen. Wow, ich muss gerade das Foto machen. Ich glaube, ich habe meinen Happy Place gefunden in der Schweiz. Kommst du dir vor wie in Kanada oder es ist es wo einfach herrlich. So schön. Was meine dir? Ein wunderschöner See, unbedingt zu empfehlen, müsst ihr unbedingt einmal machen. Ich bin jetzt ein Stück Retour gefahren, und zwar auf Saint-Légier. Und da hat es so eine Sani-Station zum das Wohnmobil ein bisschen versorgen, hat 2 Plätze, Maximum 4 Stunden, aber vis-à-vis hat es gerade einen grossen Parkplatz. Der ist zwar, ja, ich sage jetzt mal nicht ganz gerade, aber das nehmen wir in Kauf, weil ja, mehr braucht es ja nicht. Und ich tue jetzt noch ein bisschen Vlog schneiden. Das muss ja gemacht werden. Damit das, was ihr jetzt schon gesehen habt, nein, was ihr nachher, doch das, was ihr jetzt schon gesehen habt können sehen. Und gehe dann wieder früh ins Bett, weil morgen werde ich wieder probieren, den Sonnenaufgang zu verwünschen. Mal schauen, vielleicht habe ich ja morgen Glück. Ohne Nebel. Wir sind jetzt viel höher, vielleicht klappt es. Mal schauen. Bis morgen. Feiner Kaffee. Guten Morgen miteinander. Wie ihr seht, bin ich schon am Morgen. Es ist jetzt Dienstagmorgen ungefähr um 5:08 Uhr. Und schauen mal, was für schönes Wetter das wir draußen haben. Ja, gestern war ja recht anstrengend mit Vloggen und Fahren und Kochen und Drohnenfliegen und Foteln und Vlog schneiden und so weiter und so fort. Und heute mache ich mir es ein bisschen lockerer. Jetzt tue ich in Ruhe fertig zu mörgeln. Nachher ist es Zeit für das WC neu machen. Das sollte ich eigentlich gerade hier an der Straße machen können. Und nachher geht es weiter auf einen Parkplatz, der allerdings schon in Frankreich liegt. Das ist genau an der Grenze. Und ja, der ist direkt an der Doubs gelegen. Gehen wir mal schauen, wenn es mir dort passt, ist gut. Und sonst geht es dann weiter. Auf jeden Fall müssen wir heute über La Chaux-de-Fonds fahren. Dann auf dem Parkplatz, dort neben dem anderen, dort habe ich geschlafen die Nacht. Leider ist der Platz direkt an der Hauptstraße, es ist dementsprechend ein bisschen laut. Und jetzt hier auf der anderen Strassenseite ist die Servicestation. Tipptopp, funktioniert alles. Gratis ist sie auch noch. Du kannst das WC ablassen, Wasser auffüllen, falls nötig. Ja, ich muss sagen, tipptopp die Euro-Relais-Stationen.
vorne sieht man Chaux-de-Fonds. So, jetzt sind wir irgendwo falsch. Dann machen wir doch da einen Turnaround. Wir fahren jetzt hier von Chaux-de-Fonds Richtung runter, Richtung Doubs. Und es sind also recht abenteuerlich enge Strössli, obwohl es doppelspurig ist, aber links neben mir ist schon der Doubs. Und da vorne geht es jetzt dann gerade über die Grenze. Jetzt sind wir dann gerade da. Willkommen in Frankreich, willkommen am Enddestination. SRTP fuhr mit Plancha-Orche. Das Ziel liegt rechts. Ja, ich weiß nicht so recht. Das ist jetzt also der Doubs. Sieht leider nicht so wahnsinnig schön aus. Vielleicht liegt es auch nur am Wetter, aber ja, macht mich jetzt gar nicht an. Ich glaube, wir fahren weiter. Die Destination von morgen ist jetzt die Destination von heute. Sind wir wieder zurück in Chaux-de-Fonds. Und jetzt geht es durch Chaux-de-Fonds durch. Endziel ist jetzt La Breville. Das ist der kälteste Ort der Schweiz. Im Winter wird es da bis minus 40 Grad. Aber ja, ist ja noch nicht Winter. La Chaux-de-Fonds ist übrigens die einzige Stadt in der Schweiz, die nach amerikanischem Vorbild gebaut worden ist. Das heisst, die Strassen sind alle über Kreuz. Es geht immer nur geradeaus, rechts oder links. Und jetzt hat es gerade fast einen Unfall gegeben, weil der Taxifahrer nicht geschaut hat. Ja, macht die Orientierung natürlich einfach und ich habe jetzt Glück gehabt, mein GPS hat einen super Hack herausgefunden, und zwar sind wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Parallelstraßen von der Hauptstraße weg, und das führt dazu, dass wir überhaupt keinen Verkehr haben. Allerdings natürlich 17'000 Stoppschilder, wie in Amerika halt. Aber mit dem kann ich leben. Und da muss ich euch jetzt noch schnell etwas zeigen. So, es regnet, darum machen wir das jetzt nur schnell. Aber das wollte ich euch jetzt noch schnell zeigen. Nachher geht es dann an unseren Übernachtungsort. Jetzt gehen wir zu der berühmten Messstation. Maximumrekord minus 41,8. Für die es interessiert und Schweizer Fernsehen schauen, es hat einmal eine Sendung gegeben über Kälte von Einstein. Und dort haben sie da außen im Winter im Zelt übernachtet. Kann man sich anschauen. An dieser Stelle, 12. Januar 87, minus 41,8. Ja, so sieht das aus. Das ist natürlich nur zur Schau, weil die effektive Station ist die da.
Et voilà, alles ein bisschen moderner heute. Ich glaube, jetzt habe ich ein einen roten Kopf. Also, das GPS hat mich da ein Strössli hintergeführt. Ich glaube nicht, dass dort noch irgendein Parkplatz kommt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mann, da muss doch noch etwas kommen, wo ich mehr kehren kann. Und nachher musste ich alles retour fahren. Ich habe jetzt den Meister gemacht im Retourfahren. Jetzt sind wir auf dem Stellplatz bei Breville. Auf dem offiziellen Stellplatz, nicht auf dem Parkplatz. Ja, ich denke, da bleiben wir. Hat sogar Strom, vielleicht schließe ich mir einen Strom an. Mal schauen. Ja, wenigstens die Aussicht hier auf dem Stellplatz ist gar nicht so schlecht. Das Strössli da vorne, das bin ich hinten und habe eigentlich dort hinten dran jetzt irgendwo so einen Parkplatz am See. Aber da gehen wir dann mal zu Fuß schauen, aber nicht jetzt. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen soweit. Wie es weitergeht, seht ihr dann eine Woche später. Morgen ist ja schon Mittwoch, das heisst, morgen muss er oben sein. Jetzt muss ich mich nachher anhalten. Also bleibt dran und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.